Dober dan, dobry dzień. Ja so veselu, zo ste me przeprosili, zo macie zaim na tym, jak pola nas, so dzieci serbskoryczne, kubwaja w pestowaniach, w żwobiku, w Horcze, a też w szuli. Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, wie es bei uns Sorben in der Lausitz um die sorbische sprachliche Bildung steht. Und ich habe heute schon so viele Parallelen kennengelernt, einiges nicht gewusst, vieles doch gewusst. Es ist spannend zu sehen, dass Sie wirklich auch um dieselben Dinge auch zu kämpfen haben im Alltag. Und ja, viele Parallelen. Und es sind nicht nur dieser Dual, den wir im Sorben und die Slowenen allein unter den slawischen Sprachen haben. Verbindend eben auch dieses. Zum kurzen Ablauf. Das sind die Punkte, die ich mir vorgenommen habe. Einen kurzen Einblick oder eine Übersicht, wie es um das Sorbische steht. Dann geht es natürlich um den Elementarbereich und dann noch einen Ausblick, wie es bei uns um die Schulen steht, um den tertiären Bereich, also Fachschule und Universität und die Aufgabe unseres Vitae-Sprachzentrums, wie wir das Ganze unterstützen. Die Sorben. Sie sehen also, ich bin mir sicher, Sie wissen vieles, aber falls es doch nicht ganz klar sein sollte. Also wir leben in der Lausitz, ganz in der Nähe von Polen und Tschechien, eine westslawische Sprache, wobei es nicht nur eine Sprache ist, sondern es sind zwei Schriftsprachen. Das Obersorbische in der Oberlausitz und das Niedersorbische in der Niederlausitz, Niedersorbische, es wird auch Wendisch gern genannt. Das sind unsere zwei Schriftsprachen, die in der schulischen Bildung eine Rolle spielen. Brandenburg und Sachsen soll hervorgehoben werden, weil bei uns in Deutschland ist es so, dass die Länder ihre eigenen Schulsysteme haben oder Bildungssysteme. Und dadurch werden sich auch in meinem Vortrag Unterschiede zeigen. Ich konzentriere mich der Einfachheit halber auf die Situation in Sachsen und die Parallelen sind dann auch in Brandenburg zu erkennen. Und Sie sehen anhand der Sprecherzahlen, die geschätzt sind, 5.000 und 15.000, dass da das Ganze in Brandenburg einiges in kleinerem Rahmen stattfindet. Bei uns gibt es doch relativ große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen und deshalb möchte ich vorheben dieses Dreieck. Das ist das Dreieck, das wir Kerngebiet des sorbischen Siedlungsgebiets nennen. Also das, was hier braun gezeichnet ist, das ist das sorbische Siedlungsgebiet. Das sind Gemeinden, die sich zum Siedlungsgebiet bekennen. Und hier in diesem Dreieck zwischen den Städten Hoyerswerda, Kamenz und Bautzen ist das Gebiet der katholischen Sorben. Und das spielt geschichtlich eine Rolle, aber auch die Sprachsituation ist hier solche, dass hier die sorbische Sprache ganz natürlich in den Familien weitergegeben wird, von Generation zu Generation. Es gibt Dörfer, wo der Großteil der Bevölkerung Sorbisch spricht. Sie werden auch sehen, dass es hier den Großteil der besonders viele Einrichtungen, Bildungseinrichtungen gibt. In den anderen Gebieten ist das Evangelische vorherrschend. Und es ist hier nicht mehr selbstverständlich die Sprache in der Familie, auch nicht in der Dorfgemeinschaft. Also es sind eher punktuell lebende Sprecher. Familie ist natürlich das A und O, wo die Sprache lebt oder den größten Unterschied macht. In Kindergarten, Schule und am Arbeitsplatz wird bei uns ganz selbstverständlich Sorbisch gesprochen. Wir haben viele Vereine, die aktiv sind, Sorbisch sprechend aktiv sind. Wir haben, ich glaube, schon überdurchschnittlich viele Vereine oder Gruppen, die sorbische Kultur pflegen, sei es die Musik, wie es schon erwähnt wurde, Tanzgruppen, Trachtengruppen und so weiter. Also eine sehr rege Kultur, die bei uns gepflegt wird.
auch in der Niederlausitz, das sei nochmal unterstrichen, hier auch, ist es auch noch einmal ein anderes Verständnis von Sorbischsein, wo es unter den katholischen Sorben man oftmals sagt, Sorbe ist der Sorbisch spricht, also dieses Verständnis, das vorherrscht, ist es anderswo ein anderes. Gerade in Brandenburg wird viel Kultur, die sorbische Kultur gepflegt, die Trachten, aber das mit der Sprache ist dann schon nicht mehr solche Selbstverständlichkeit. Also wir haben da alle möglichen Varianten des Sorbischseins, würde ich das in Anführungsstrichen sagen wollen. Die Kirche im Kerngebiet gibt es während der Woche mehrere sorbischsprachige Gottesdienste. Anderswo ist es einmal im Monat und regional dann noch einzelne. Tageszeitung in Sachsen, Wochenzeitung sorbische in Brandenburg. Rundfunk muss man früh aufstehen, um den zu hören, aber wir haben 4 Stunden in Sachsen, 1 Stunde mittags in der Niederlausitz. Nun soll es aber um den Elementarbereich gehen. Anhand dieser Skizze sehen Sie, dass wir einen Bildungsweg haben, also der wirklich ohne Unterbrechung von der Krippe bis zur Universität in sorbischer Sprache möglich ist. Kinderkrippe, Kindertagespflege, wir haben auch sorbische Tagesmütter, die Kinder pflegen, und Kindergarten, das ist das, worum es jetzt gehen soll. Ich habe erwähnt, die regionalen Unterschiede sind schon recht groß, was das Vorhandensein an Sprache jetzt im ganz weiten Sinne verstanden zu sehen ist. Wir haben Kindertagesstätten, oder Kindertageseinrichtungen, Kindergärten, die vor allen Dingen sorbische Kultur pflegen. Sie geben das Wissen um das Sorbische weiter den Kindern, aber dort geht es jetzt nicht in erster Linie darum, den Kindern die sorbische Sprache beizubringen. Und andererseits haben wir diese intensive Sprachbildungsangebote, die auf der Immersion basieren. Und das ist das, was für die Revitalisierung und für den Erhalt der sorbischen Sprache, die ja wirklich nur in der Lausitz gesprochen wird oder beheimatet ist und nicht anderswo, so unheimlich wichtig ist. Die sorbische Sprache, und natürlich wird hier auch die Kultur gepflegt. Damit Sie ein paar Zahlen sehen und das auch einordnen können. In der Oberlausitz sind es in Kindertageseinrichtungen, sprich Hort, Kindergarten und in Kinderkrippen sind es 1600 Kinder und in 28 Einrichtungen. Die habe ich dieses Jahr gezählt, also eine aktuelle Zahl. Vielleicht auch, weil wir gerade diese Diskussion um die Träger hatten und was es da für Aufgaben zu bewerkstelligen gibt. Also das sind wirklich, warten Sie, habe ich es aufgeschrieben? Ja, also diese 28 Einrichtungen sind in 16 verschiedenen Trägerschaften. Das sind kommunale Trägerschaften, aber auch viele freie Träger, also Vereine. Einerseits der sorbische Schulverein, der in der Ober- und Niederlausitz über 7 Einrichtungen verfügt, das christlich-soziale, das Bildungswerk, genau, das ist auch ein sehr, also die haben zum Beispiel auch sorbische Fachberatung im Angebot. Und dann sind es Träger wie das Deutsche Rote Kreuz, die Volkssolidarität, Arbeiterwohlfahrt und so weiter. Aber auch kirchliche, also Kirchgemeinden. In der Niederlausitz sind es 500 Kinder in 12 Einrichtungen. Und wenn wir jetzt vom Elementarbereich sprechen, sind es 1000 Kinder in der Oberlausitz und in der Niederlausitz 300 Kinder. So haben Sie etwas die Vorstellung davon, wovon wir sprechen. Hier habe ich die Karte nochmal gezeichnet, eine Skizze, damit Sie sehen, wie in etwa die Einrichtungen verteilt sind. Also es sind Regionen, wo man wirklich in der Gemeinde die Einrichtung hat und wirklich das intensive Sprachangebot nutzen kann, und dann Regionen, wo eben die da nicht bedient werden, wo aber auch das Interesse vielleicht auch nicht so gegeben ist. Wir haben Seit dem Jahr 2000 haben wir ein ziemlich stabiles, eine stabile Zahl an, jetzt war es weg, an
an Einrichtungen und das ist auch der Stand, den wir bedienen können, mit Erzieherinnen, Erziehern bedienen können. Und wir haben vor allen Dingen in der Oberlausitz darauf geachtet, dass dort Einrichtungen Fuß fassen und das intensive Sprachangebot anbieten, wo auch dann die Möglichkeit besteht, in der Schule weiter Sorbisch zu lernen, intensiv Sorbisch weiterzulernen. Die Immersionsmethode. Wir haben schon heute die wunderbar präsentiert bekommen, was die Grundlagen sind. Also es geht darum wirklich, dass die sorbisch sprechende Erzieherin, der sorbisch sprechende Erzieher konsequent mit den Kindern Sorbisch spricht. Das als Grundlage zur Methode, die kommen wir dann gleich nochmal. Wir haben der Immersionsmethode den Namen Vitae gegeben im Sinne von Willkommen heißen der Kinder, die Sorbisch lernen möchten. Und nach diesem Konzept wird seit 1998 gearbeitet. Und inzwischen sind es fast alle, die sich dieses Konzepts angenommen haben. Und wenn die Bedingungen gegeben sind, dass sorbisch-muttersprachliche Erzieherinnen arbeiten. Diese Skizze soll zeigen, dass wir Kindertageseinrichtungen haben, die sich meistens sorbische nennen, wo in allen Gruppen, das ist jetzt mit rotem Rahmen angedeutet, in allen Gruppen sorbischsprachig gearbeitet wird. Dass die Erzieherinnen wirklich alle Sorbisch mit den Kindern sprechen. Das sind Einrichtungen, wo oftmals die sorbisch-muttersprachlichen Kinder oder die Kinder, die die sorbische Sprache von zu Hause aus mitbringen, überwiegen. Es sind einzelne Kinder, die aus deutschsprachigen Familien stammen. Dann gibt es Einrichtungen, das sind meistens kleine Vitae-Kitas, die auch in allen Gruppen sorbischsprachig arbeiten, aber wo schon die muttersprachlichen Kinder, sorbisch-muttersprachlichen, also die Vorkenntnisse im Sorbischen mitbringen, dass die da wirklich in einer geringen Zahl anwesend sind. Und dann Vitae-Gruppen, das ist auch ein Konzept oder ja in der Praxis bewährt. Das sind oftmals große Einrichtungen, deutschsprachige Einrichtungen, die über eine oder zwei Vitae-Gruppen verfügen. Also wo sich die Eltern bewusst dafür entschieden haben, ja, ich möchte, dass mein Kind Sorbisch-Sprachkenntnisse erwerben. Und auch hier angedeutet spricht die Erzieherin mit den Kindern Sorbisch und es sind in seltensten Fällen Kinder aus sorbischsprachigen Familien in den Gruppen, also alles muttersprachlich deutsche Kinder. Sie können sich jetzt sicherlich vorstellen, dass da auch unter dem Strich, obwohl alle Erzieherinnen und Erzieher nach der gleichen Methode arbeiten, dass da Unterschiede im Resultat rauskommen. In den sorbischen Kitas kann man erwarten, dass die Kinder wirklich schon anfangen, Sorbisch zu sprechen, weil die einfach auch durch die anderen Kinder sehr viel mehr Input, sorbisches Input erhalten haben, als zum Beispiel in einer Vitae-Gruppe, wo das dann gar nicht ist. Sie bilden schon selbstständig sorbischsprachige Sätze. Ist natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich. In den Vitae-Kitas sind es eher Redewendungen und einzelne Wörter, die Kinder dann wirklich aktiv schon anwenden. Und in der Vitae-Gruppe, da ist es noch nicht so weit mit den aktiven Sprachkenntnissen, sind eher einzelne Wörter. Aber Fakt ist, dass die Kinder über so ein breites Sprachrepertoire, passives verfügen, dass sie die Erzieherin, den Erzieher Sorbisch ganz selbstverständlich verstehen, nachdem sie diese Zeit in dem Kindergarten waren, diese 4 Jahre im Schnitt. Das ist das, was wir schon heute wunderbar präsentiert bekommen haben. Da würde ich jetzt gar nicht so tiefer eingehen wollen, wie die Immersion funktioniert. Fakt ist, dass, und da habe ich mir das sprachpädagogische Rahmenkonzept durchgelesen, habe da vieles Bekanntes wiedergefunden und habe festgestellt, bei uns ist es keine Diskussion darüber, ob man an welchen Tagen, also nicht dieses Unterscheiden, an welchen Tagen vielleicht Sorbisch gesprochen wird. Also bei uns ist es tatsächlich so,
ein Unterschied zu der Praxis bei Ihnen, dass in einer Gruppe eine sorbisch sprechende Fachkraft arbeitet. Das ist der Normalfall. Also eine sorbisch muttersprachliche, also wir sprechen hier wirklich vom muttersprachlichen Niveau, arbeitet mit den Kindern. Bei uns sind alle Muttersprachler zweisprachig. Also durch die Situation der autochthonen Minderheit ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man das Deutsche beherrscht. Also das ist jetzt eine Frage, die bei uns wegfällt und dadurch, die Kinder bringen wirklich Sprachkenntnisse auf sehr gut, also deutschsprachige Kenntnisse auf sehr gutem Niveau mit, also so, dass sich die Fachkraft wirklich auf die Vermittlung der sorbischen Sprache bzw. weitere Förderung der sorbischen Sprache konzentrieren kann. Bei den sorbisch-muttersprachlichen Kindern ist es so, also bis 3 Jahre sind Kinder, die in einer nur sorbischsprachig aufwachsenden Familie aufwachsen, dass die dann wirklich, ist Deutsch eher die zweite Sprache, aber das kommt dann sehr schnell und natürlich ist auch jede Erzieherin, jeder Erzieher angehalten, den sächsischen Bildungsplan zu erfüllen. Das ist für unsere Kitas die Voraussetzung, dass dieser erfüllt wird und alles, was mit der sorbischen Sprache und Kultur zu tun hat, ist das Plus, das da den Kindern mitgegeben wird. Ein Unterschied zu ihrer Situation ist, dass bei uns die Hälfte der Kinder in den Krippen, Kindergärten und Horten, das habe ich vor 5 Jahren einmal mir die Daten geben lassen, die Hälfte der Kinder stammt aus deutschsprachigen Familien. Also deutsch sprechenden Familien, wo beide Partner nur deutschsprachig sind, das Sorbische nicht beherrschen. Das sind oftmals Familien, die wirklich auch sonst kaum Kontakt zur sorbischen Sprache in ihrem Alltag haben. Also das sind auch oftmals diese Vitae-Gruppen, die einzelnen, wo dann unter dem Strich heißt das dann, dass die Kinder wirklich die sorbische Erzieherin oftmals als die einzige sorbischsprachige Kontaktperson hat. Das heißt, auch das wirkt sich ja aus auf das, wie schnell die Kinder die sorbischen Sprachkenntnisse erwerben. Also die Hälfte aus deutschsprachigen Familien, 1/3 stammt aus Familien, wo beide Elternteile Sorbisch sprechen, oftmals auch die ganze Verwandtschaft. Und die Differenz dazwischen sind Kinder aus Familien, wo ein Partner Sorbisch in der Familie spricht, der andere Deutsch. Und also diese Gemischsprachigen. Und dann ist es nur 1% an Kindern in diesem Programm bei uns, die eine andere Muttersprache noch haben. Es ist oftmals Ukrainisch oder Slowakisch, also es ist wirklich dieses 1%, das spielt also keine größere Rolle. Also wir müssen nicht weitere oder andere Sprachen, Herkunftssprachen beachten, was auch nochmal ein Grund dafür ist, dass wir wirklich sorbischsprachig arbeiten können. Das haben wir schon erläutert bekommen. Diese Skizze, das sind die Faktoren, die ich als solche zusammengetragen habe, die größten Einflüsse auf den Erfolg, was wenn die Kinder die Kindertageseinrichtung dann verlassen, in die Schule gehen, was so die Faktoren sind, die das Ganze am meisten beeinflussen. Und ich habe so den Eindruck, wenn 1, 2 Punkte schon nicht mehr gegeben sind, dass das dann schon sehr schnell sich wirklich größere Auswirkungen haben kann. Also sprich, wenn die Fachkraft selber nicht von dieser Methode überzeugt ist oder nicht daran glaubt, dass Immersion wirklich funktionieren kann, oder wenn es eine Person ist, die einfach wenig spricht, oder wenn sie einfach nicht deutlich genug oder zu schnell spricht, was das Markante zumindest für die katholischen Sorben ist, dass sie sehr schnell sprechen, ohne Punkt und Komma, und sich da zurückhalten und wirklich das auf nur schon das Sprechtempo, das zu reduzieren, das können manchmal die großen Herausforderungen im Alltag sein.
oder auf die Schriftsprache zu sprechen. Das war auch ein Stichwort, das wir heute schon gehört haben, ist auch nicht für jeden ganz selbstverständlich. Nicht, dass sie es nicht könnten, aber das ist einfach die Zunge, die dreht sich schnell und dann ist es halt in dem Fall der katholische Dialekt. Oder auch, dass die Kinder, Kinder und Eltern, also wie viel Motivation bringen die mit, wirklich die Sprache erlernen zu wollen, wenn sie auch gar nicht eventuell noch wissen, wo sie das Sorbische dann letztendlich auch nutzen können. Also es ist viel Überzeugungsarbeit, die wir in den in den 2000er Jahren gemacht haben. Es wurde sehr viel für dieses Projekt geworben, aber inzwischen ist das schon zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Also dass wenn die Einrichtungen einmal nach diesem Konzept arbeiten, sodass das die Generation der Eltern dann schon wieder weiter überzeugt. Also dass wir nicht institutionell da nicht so viel Arbeit haben, jetzt nochmal die Eltern motivieren zu müssen. Hier, das bringt etwas, wenn ihr Kind schon so zeitig eine zweite Sprache lernt. Und danach wurde gefragt, also wie es bei uns um die Gesetze steht. Wir haben jetzt, ich bleibe mal beim Sächsischen, im Brandenburgischen ist es auch ähnlich, wird auch gefördert. Im sächsischen Kita-Gesetz steht es, dass es diese Gruppen gibt, die zweisprachigen oder sorbischsprachigen Gruppen. Und dann verweist dieses Gesetz auf die sorbische Kita-Verordnung. Und hier sehen Sie, also es ist als Ziel festgeschrieben, eine umfassende Zweisprachigkeit, und dass die Kinder für eine sorbische Grundschule vorbereitet werden müssen. Und ist in der Regel Sorbisch zu sprechen. Das sind so die Stichwörter. Pädagogische Fachkräfte müssen beider Sprachen mächtig sein und das Sorbische auf muttersprachlicher Qualität beherrschen. Wir haben vor 5 Jahren an die 170 Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen, die ich vorhin genannt habe, also von der Zahl her, die für die sorbischsprachliche Bildung verantwortlich sind. Und davon sind in etwa 30, die selbst noch Sorbisch lernen. Also das sind solche jetzt, so nehmen Sie das bitte nicht wörtlich, die Zahlen, aber ja, also es ist auch, liegt an der Region, wo wir sind, Muttersprachler zu bekommen, in den Randgebieten ist dann auch schon schwieriger. Und wer diese Bedingungen erfüllt, kann beantragen 5.000 € pro Jahr, pro Gruppe für Personalbedarf und Fortbildung. Das macht Sachsen und es wird jetzt zurzeit ein neuer sächsischer Bildungsplan geschrieben und wir hoffen, dass wir dort mit den sorbischen Inhalten mit reinkommen, was bislang noch nicht der Fall war. Sorbische Grundschule und Hort. Hort, Oberschule, Gymnasium. Konzept 2+, das ist das Konzept, das auf diese sorbischsprachliche Bildung nach Vitae aufbaut. Dort haben wir Sorbisch einmal als Unterrichtsfach, aber es wird auch an den Grundschulen in 3 Fächern und an der Oberschule am Gymnasium in 5 Fächern Sorbisch unterrichtet. Oder kann unterrichtet werden. Und um welche Fächer es sich handelt, liegt daran, was für Lehrer mit welchen Sprachkenntnissen und mit welchen Fachkombinationen zur Verfügung stehen. Und man kann auch in Sorbisch eine Abschlussprüfung im Fach Sorbisch oder auch in anderen Fächern, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind, ablegen. Dann gibt es das klassische Sorbisch als Fremdsprache. Und Sie sehen hier, also wenn die Kinder eine Unterrichtseinheit, also 1 Stunde pro Woche, beziehungsweise in der 2. bis zur 4. Klasse 3 Stunden Unterricht haben, das ist dann für Kinder gedacht, die jetzt nicht Vitae mit durchgelaufen sind. Also die haben schon ganz andere Vorkenntnisse. Die Kinder, die Vitae erlebt haben in der Kita, übrigens, das sind 3/4 der Kinder, die das Vitae erlebt haben in der Kita, gehen zum Konzept 2+. Das einmal, und dieses 3/4, also diese 75%, die sind stabil in den letzten Jahren. Dann gibt es Sorbisch als Ganztagsangebote, das ist bei uns nach der Grundschule Angebote in sorbischer Sprache, die Kinder wählen können und besuchen können, wenn sie möchten. Und an den 2+-Schulen gibt es Horte, die
wo die Kinder in sorbischer Sprache betreut werden und vor allen Dingen, und das ist wichtig, dass da die Garantie gegeben wird, dass die Hausaufgaben in sorbischer Sprache begleitet werden. Also das ist vor allen Dingen für die Eltern wichtig, die keine Sorbischkenntnisse haben. Und hier sehen Sie nochmal die Karte, die rot sind gezeichnet, die Kitas, die nach Vitai arbeiten und dann Grundschulen, Oberschulen, Gymnasium gibt es in Bautzen und in Cottbus. Also hier dieses aufbauende System in Sachsen, das wir glücklicherweise haben, und in der Niederlausitz ist es etwas weiter gestreut. Nur angedeutet, damit wir auch darüber gesprochen haben, und das war auch ja heute das Thema. Wir haben in Bautzen das Berufsschulzentrum und dort die Fachschule, die traditionell sorbische Fachschule genannt wird, für Sozialwesen. Und hier gibt es immer eine Klasse für Muttersprachler, oder die Muttersprachler werden zusammengenommen aus den einzelnen Klassen und erhalten Sorbischunterricht und werden hier auf die immersive Sprachbildung der Kinder vorbereitet. Und dann gibt es an der Universität in Leipzig die Möglichkeit, direkt Sorabistik als solche zu studieren oder auch Lehramt. Das Vitai-Sprachzentrum ist der letzte Punkt. Wir haben bei der Domowina, bei unserem Dachverband, das Vitai-Sprachzentrum, und zwar in Bautzen für Sachsen tätig und in Brandenburg, in Cottbus für Brandenburg tätig. Und wir stellen Materialien her für den Elementarbereich. Das ist jetzt nicht ganz so viel, aber vor allen Dingen alle Schulmaterialien werden bei uns erarbeitet, die für alle Fächer, für alle Schultypen vorliegen. Wissenschaftliche Arbeit, das ist zum Beispiel das, was schon erwähnt wurde, dass ich Standards, also Qualitätsstandards für die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher erarbeitet habe. Es sind Punkte festgehalten für die Träger, für die Teams und für die Einrichtung als solche. Zumindest solche Sachen sollen erwähnt sein, dass wir hier die Möglichkeit haben, die Kindertageseinrichtungen und die Schulen zu begleiten, aber von außen. Also wir sind selber nicht Träger von Kindertageseinrichtungen. Wir haben Sozialarbeiter an den Schulen, Projekte, das sind außerschulische Projekte, wo man den Kindern die Möglichkeit gibt, die sorbische Sprache auch außerhalb der Kita und der Schule zu erleben. Und Lesewettbewerbe, ein Sprachkurs für Kinder außerhalb der Lausitz lebende. Und Sprachkurs ist auch das Stichwort für die Erwachsenen. Wir bieten inzwischen auch als Vitai-Sprachzentrum Sprachkurse an. Hier können Sie mich gern nachher auch ansprechen. Ich berichte Ihnen gern vieles und würde jetzt lieber nur noch darauf genau hinweisen wollen. Also das ist für den Kita-Bereich, das sind Informationshefte, das ist natürlich solche Sache, die zu unseren Aufgaben als Träger übergreifend, also als Kontakte aushaltende zu allen Kitas zu unseren Aufgaben zählt. Wir haben quartalsweise eine Zeitschrift, die Handpuppe immer wieder wichtig, gerade für die Vitai-Gruppen, wo die Erzieherin die einzige Person ist, die Sorbisch mit den Kindern spricht, dass man da noch die Möglichkeit einer Handpuppe hat. Also noch eine zweite, quasi aus Sicht der Kinder, eine zweite Person, die mit den Kindern Sorbisch spricht. Bookie-Stifte, das ist wie Tiptoy, also diese Audiostifte, das ist auch etwas, was für die Familien wichtig ist, die zu Hause kein Sorbisch sprechen. Kamishibai-CDs und so weiter, also das sind dann eher Kleinigkeiten. Wir versuchen, das Angebot breit zu halten. Das Qualitätskriterien, die finden Sie auch hier auf unserer Internetseite vitai.de. Da können Sie sich weiterklicken, wenn Sie sich interessieren. Und dann bleibt mir noch die Folie Hvala lijepa za pozornost. Herzlichen Dank.